Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ich schaue ja gerade an Glanzi Glanzfilmfabrik und einen Lichtsetzer-Thorsten an. Die waren in Berlin, ein bisschen fotografieren, richtig cool. Könnt ihr mal vorbeischauen. Die zwei haben Berlin unsicher gemacht. Ich war Salzburg und war da fotografieren. Ich habe mir das Deutschland-Ticket gekauft für knapp 60 €, weil ich mir gedacht habe, ach, Bahnhof vor der Tür, da komme ich doch ziemlich weit rum. Ich schaue jetzt mal so ein bisschen, wie weit ich damit kommen könnte, im verträglichen Maße natürlich. Ich glaube, Berlin sind 13 oder 14 Stunden mit dem Bummelzug, also Katastrophe. Ich nehme euch mit nach Salzburg. Ich war da total überwältigt. Jetzt mache ich euch aber mal aus hier, Jungs. Jetzt ist hier Schluss. Tausende Motive, tausende Motive. Ich war unter der Woche dort und bin mit dem Zug hingefahren. Der Zug hat natürlich erst bei Verspätung gehabt, klar. Bin dann neben der Gruppe von 12-Jährigen gehockt. Also es heißt heute nur Digger, so ein Digi und was die alles weggebankt haben und Katastrophe, Katastrophe. Ich war so froh. Mit dem Zug halbe Stunde nach Salzburg, ich bin dann ausgestiegen, wunderschönes Wetter. Und ich habe mir da wirklich schwer getan. Ich habe mir die Altstadt vorgenommen. Ich war jetzt da in keinem Dom drin, ich wollte keinen Eintritt bezahlen. Ich möchte es so günstig wie möglich eigentlich gestalten, weil man denkt, ohne Geld kann man vielleicht auch was erleben. Ist so momentan die Idee, was ich irgendwie habe. Und es war schwierig für mich. Es war schwierig. Ich war an dem Tag auch nicht so gut drauf und ich habe auch bei der Fotoentwicklung dann die künstlerische Freiheit gelassen und habe das so nach meiner Stimmung entwickelt. Irgendwie scheint es so mein Stil jetzt zu werden, langsam. Mit so knallige, bunte Fotos kann ich einfach nichts anfangen. Es ist komisch, kann ich nicht. Auf alle Fälle bin ich da rum, die Nase total zu. Die letzte Grippe ist auch noch nicht so lange her. Immer noch alles total am Husten und rumrotzen. Deswegen wollte ich euch das nicht antun, ich habe das nicht kommentiert. Vielleicht zeige ich euch ein bisschen die Stadt mit den Action 4 Aufnahmen und erkläre euch ein bisschen was drüber. Probieren wir es mal so im Nachhinein zum Vertonen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß damit. Also ich würde jetzt, ich weiß nicht, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich zeige euch erst bei Salzburg so und dann zum Schluss die Fotos. Und mich würde es interessieren, ob euch die Art von Fotos gefallen. Also die sind bearbeitet und irgendwie, ja, es war eine komische Stimmung. Irgendwie so allein Salzburg. Eigentlich wollte ich da nicht allein hinfahren. War schon lange mal geplant, da vorbeizuschauen, aber jetzt war ich wieder allein dort. Also, viel Spaß. Und jetzt, die zwei Chaoten. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich in Salzburg. Zug hat natürlich Verspätung gehabt, wie soll es anders sein. Tausende Motive hier, tausende Motive. Und da vorne ist so Kirschblüten, jetzt kann ich fotografieren. War total spannend. Ganze Gruppe 12-Jähriger mit Handy. Digi, was die alles weggebankt haben. Schrecklich, Katastrophe. Wir gehen jetzt so Richtung Altstadt. Die Wolken sind leider ein bisschen langweilig. Aber schauen wir mal, was wir da jetzt an Fotos zusammenkriegen. Salzburg und Bayern. Eine ewige Geschichte zwischen Liebe, Hass und Leberkas. So,
Jetzt passt auf. Wenn du an Salzburg denkst, dann hast du gleich 3 Beutel im Kopf. Erstens, barocke Altstadt. Zweitens, Mozart auf jeder 3. Schokolade. Und drittens, eine Horde Touristen, die wütend marodierend durch die Altstadt ziehen. Am schlimmsten sind da die Fotografen. Aber Salzburg ist mehr, viel mehr. Es ist eine Bühne, ein Museum, ein Theater, Abzocke, Weltstadt, Dorf mit Größenwahn und ganz wichtig, ein Stachel im bayerischen Hintern seit Jahrhunderten. Die Altstadt, wenn Disneyland katholisch war. Die Salzburger Altstadt ist so kitschig schön, da kann man meinen, der liebe Gott hätte bei der Planung persönlich die Fassaden angemalt. Überall Kirchtürme, barocke Paläste, Brunnen, enge Gassen, so eng, dass man beim Durchgehen automatisch katholisch wird. Und dann die Getreidegasse, mein Gott, die Getreidegasse. Wenn du da durchgehst, brauchst du entweder Geduld, Pfefferspray oder einen Schneepflug. Links ein Mozart-Shop, rechts ein Trachtengeschäft, mittendrin ein Japaner im Dirndl mit einem Selfie-Stick in der einen und einer Original-Salzburger Bio-Mozart-Kugel in der anderen Hand. Für 97 das Stück. Ohne Marzipan. Frechheit. Und wenn du richtig Pech hast, dann wirst du vermöbelt vom japanischen Selfie-Stick. Mozart, der geplünderte Popstar. So, jetzt zum Wolfi, zum Wolfgang. Wolfgang Amadeus Mozart, ich kriege keine Ruhe, Mozart. Geboren 1756 in Salzburg, genauer gesagt Getreidegasse Nummer 9. Das wissen so viel Leute, weil es auf jeden 3. Teelöffel eingraviert ist. Der arme Bub hat schon als Kind komponiert, während andere noch mit dem Hosenträger gekämpft haben. Später hat er sich dann mit dem Fürsterzbischof angelegt, weil der Mozart nicht auf Augenhöhe gesehen hat, und zack, hat er Salzburg verlassen. Fazit: Der berühmteste Salzburger ist freiwillig abgehauen. Das sagt eigentlich schon alles, oder? Aber trotzdem, heute hängt sein Gesicht überall. Auf Pralinen, Untersetzern, Socken, Taschentücher und neulich, wer es nicht glauben, habe ich sogar ein Mozart-Duschgel gesehen. Du duschst dich quasi mit Klassik und riechst so nach wie ein Notenbladel im Lavendel. Die Kirche, die mit dem Gold und mit dem Gott. Früher war Salzburger Fürst Erzbistum, also quasi ein Staat im Staat, reagiert von einem Kirchenmann, der mehr Geld als Kuppel gehabt hat. Der Fürsterzbischof war gleichzeitig Chef vom Glauben und von der Stadt. Einfach gesagt, ein Bischof im Machtrausch. Die haben sich da Paläste hingestellt, als würde der Vatikan persönlich einziehen. Der Dom, die Residenz, die Festung Hohensalzburg. Die haben mehr Geld im Marmor investiert als Bayern im Bier, und das heißt was. Aber wehe, du warst ein einfacher Bauer und hast zu laut gehustet beim Hochamt. Dann warst du schneller exkommuniziert, als du Halleluja sagen hast können. Es waren damals wilde Zeiten und die Kirche hat richtig Macht gehabt. Und das sieht man in Salzburg auch richtig schön an den großen Palästen und Prachtbauten. Salzburg versus Bayern. Eine Nachbarschaft wie Katz und Hund. Jetzt kommt's, die Beziehung zu Bayern. Also geschichtlich gesehen war Salzburg eigentlich immer so wie der kleine Bruder, der sich für was Besseres gehalten hat. Aber nicht vergessen, die ersten Fürsterzbischöfe sind aus Bayern gekommen. Und Salzburg war über Jahrhunderte so eng mit Bayern verbandelt, dass man meinen kann, es war einfach der östlichste Zipfel vom Freistaat Bayern, nur halt mit bisschen Weihrauch und mehr Gesang. Aber dann kam Napoleon, der kleine französische Geschäftenhuber,
und hat die ganze europäische Landkarte neu aufgemischt wie ein betrunkener Kartenspieler. Zack, Salzburg wurde kurz bayerisch. Von 1810 bis 1816. Salzburg war Teil von Bayern. Aber dann, wusch, haben wir es schon wieder abgeben müssen an Österreich. Und bis heute hockt der grantige Altbayer in der Wirtschaft und sagt, mei Salzburg, hätten wir es bloß behalten. Und der Salzburger sagt zurück, Hacke schleicht die Weißbierwappler. Ein Wesen zwischen Grand und Genialität. Der echte Salzburger ist ein Phänomen. Das haben wir auch gemeinsam, wir Bayern und Österreicher. Erstens, er liebt sein Bier. Zweitens, er hasst die Touristen. Und drittens, er redet erst mit dir, wenn du 10 Jahre neben ihm im Start am Stammtisch gesessen bist. Der Salzburger ist stolz, gescheit und hinterfotzig charmant. Er schimpft gern, aber nur mit Stil. Und dann ist halt da die ewige Geschichte mit den Bayern. Salzburger sagen, wir sind besser. Bayern sagen, wir sind mehr. Und ich sag, beide haben recht. Und beide haben ein riesengroßes Ego, das in keinen Dom nicht reinpasst. Tourismus, Sound of Music und der Mozartkugelwahnsinn. Und heute? Salzburg lebt vom Tourismus. Von Menschen, die glauben, dass der Sound of Music eine authentische Doku ist. Die glauben, in Österreich tragen alle Dirndl und jodeln beim Müll raustragen. Die kommen her, kaufen sich einen Hut mit Gamsbart und sagen, ich liebe Austria, vor allem die Kühe mit den Glocken. Ja das war meine Tante. Und dann die Mozartkugel. Du kannst in Salzburg kein Haus betreten, ohne dass dir mindestens 5 Sorten Mozartkugeln ins Gesicht hupfen. Original, Halboriginal, Lidl-Version, vegane Variante, demnächst wahrscheinlich auch mit CBD und Geschmacksrichtung Schneekanone. Ja, und da ist er schon, der Mozart. Eigentlich eine ganz kleine Statue, ziemlich unscheinbar, habe ich noch vorbeipatzt an die ganzen Touristen. Aber der Mozart, der hat einfach drauf müssen, wenn ich schon mal da bin. Kann man ein bisschen sauber machen, die Statue. Hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Was interessanter war, waren natürlich die ganzen kleinen Geschäfte. An jedem Eck stehen die umeinander. Tabak und die Trafik. Trafik ist sowas bei uns wie Drogerie. Ja, auch nicht. Trafik, Zeitungen, Tabak, solche Sachen. Da haben wir natürlich einen Shirtshop zum Mozart. Shirtshop zu Mozart-Souvenirs und Gifts. Ich habe früher als Kind nie verstanden, warum das da Gift verkauft wird. Da habe ich noch nicht so gut Englisch kennen. Was ich da total schön ist, sind die ganzen kleinen Läden. Viel Kunst. Ich habe da zum Beispiel so eine kleine Galerie entdeckt. Hat mir recht gut gefallen, mit Gemälde. Hocken auch überall umeinander, die Straßenkünstler, die was so Gemälde von Salzburg anfertigen. Mehr recht als schlecht. Also die Beutel haben jetzt mir überhaupt nicht, so gesagt, gar nicht gefallen. Dann liegt natürlich ein Haufen Zeiger umeinander, denke, da gibt's was umsonst, das ist ja cool. Habt ihr genauer hingeschaut, dabei war das irgendwie ein Coaching, Finanzcoaching, irgend so ein Zeug. Keine Ahnung. Ich hab's dann lieber wieder hingelegt, weil ich wollte nicht unbedingt zu einer Sekte. Wenn man durch Salzburg geht und so ein bisschen rechts und links so in die Gassen reinschaut, kann man auch ganz interessante Details entdecken. Was mich ein bisschen gestört hat, was auch verständlich ist, sind die ganzen Baustellen. Überall wird jetzt vom Tourismus, bevor die Hochzeit losgeht, aufgerissen, umbaut, überall Container, LKWs. Ja, habe ich ein bisschen genervt. Teilweise vom Dom,
Was mich total fasziniert hat, war links die Straße, wie wir es aufgerissen haben. Ich finde sowas immer spannend, weil man da wirklich jahrhundertealte Fundamente sieht. Da unten kann man irgendwie noch so eine Mauer, so eine alte Mauer entdecken. Habe ich total spannend gefunden, weil ich mir vorgestellt habe, wie alt das die Straße eigentlich ist. Und wenn so Straßen aufgerissen werden, kann man da wirklich einmal hunderte von Jahren in die Vergangenheit schauen. Natürlich sind die Gebäude super schön bemalt, die ganzen Erker, also ich glaube Architektur, wenn man Architektur mag, ist Salzburg genial. Führungslinien ohne Ende, also wirklich ohne Ende. Du siehst daneben etwas, da links die original italienische Pizzeria, die war recht lustig. Da hat der Chef von der Pizzeria auf Arabisch rumgebrüllt. Ich denke mal, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Und dann habe ich dort den Steif-Shop entdeckt und dann habe ich gedacht, ja, schauen wir mal, was so ein Steiftier kostet. Ja, jetzt sind wir da mal bei 400 € für so ein komisches Rehkitz drum. Also die Preise steif, ich habe gewusst, das ist teuer, aber so teuer, mal so für so einen blöden Bären da 500 € oder so einen komischen Bernardiner 400 €. Aber dann habe ich was entdeckt, das hat mir richtig gefallen und das war total lieb und ich hätte mir es fast gekauft. Und zwar sind es Handpuppen gewesen. Ich glaube 50 € hat der eine gekostet oder 40 €, was auch ganz schön teuer ist. Aber die habe ich so lieb gefunden. Also wenn ich ein kleines Kind hätte, kann ich mir richtig schön vorstellen. Ah ja, 40 €, genau. Also das sind einmal richtig schöne Handpuppen. Hat mir total super gefallen. Total lieb. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. 40 € ist vollkommen klasse. Ja, dann bin ich jetzt ein bisschen weiter. Also im Sommer ist da alles brechend voll. Da wirst du durchgeschoben, wirklich. Die Judengasse ist auch ganz bekannt. Ich habe sogar einen Judenlaffer gesehen, meinen ersten in meinem Leben, wirklich. Ich habe noch nie einen Judenlaffer gesehen. Mit der komischen Kippa und so Stirnlöckchen ist der da durchmarschiert. Ich denke, okay, habe ich nie gesehen. Aber anscheinend gibt es wieder recht viele jüdische Glaubensgemeinschaften. Irgendwie sagt man da, keine Ahnung. Also kehren die wieder zurück. Und von den Preisen braucht man gar nicht reden. Also Aperol Spritz 7,50 €. Rechts hockt der Mafia-Boss mit seinem Mafia-Kumpel beim Rauchen, beobachtet alles. Da rechts sind meistens die Chefs. Und dann habe ich eben die kleine Gasse entdeckt und die hat mich so fasziniert. Aber ich denke, der geht jetzt einmal hinter. Und das gefällt mir so bei den Städten, wenn man die selber so erkunden kann. Wenn man einfach mal irgendwo abseits reingeht und dann schaut. Und die Gasse, die war wirklich so eng. Das sind sogenannte Schwibbögen, die gibt es ja in Salzach-Stil bei uns in jeder Stadt zwischen den Häusern, so Stützpfeiler. Und die war wirklich total eng. Und ich habe echt so gedacht, wenn du da wohnst mit deinen Einkäufen, ja, boah, also so wirklich in der Altstadt wohnen ist schon eine Herausforderung. Auf alle Fälle, wenn ihr mal in Salzburg seid, geht es also in die kleinen Gässchen, schaut mal so ein bisschen nach oben. Im Sommer stellen wir es toll vor, so eine kühle, dunkle Gasse. Hat mich auf alle Fälle total fasziniert. Da kann der eine Nachbar zum anderen Nachbar, die können sich praktisch die Hände geben, so eng sind die Gassen. Passau soll ja auch so schön sein, mit den ganzen Gässchen. Ja, mir hat es recht gut gefallen. Und es war noch nicht so viel los von den Touristen. Es ist dann schon ein bisschen später geworden. Es war dann schon 2, 3 Nachmittag und da sind sie dann gekommen. Ich wollte eigentlich in der Früh schon da sein, aber da ist der Zug noch nicht gefahren. Da ist zum Beispiel ein Geschäft mit Weihnachtsschmuck. Nur Weihnachtsschmuck, komplett. Ja, Filmen, Fotografieren verboten. Die haben das ganze Jahr nur Christbaumkugeln und Lametta. Komplett unverständlich. Die ganzen Schilder, die was über die Gasse reinhängen. Jetzt habe ich doch mal schnell reingeschaut, ganz kurz. Also die haben wirklich nur Christbaumkugeln. Irre. Und das ganze Jahr. Total unverständlich. Ja, die ganzen kleinen Figuren und die Schilder. Ich finde es einfach toll. Da oben hängt der Mozart schon wieder, klar.
Da gibt es wieder die Mozartkugeln, die ganzen kleinen Bars und Bistros. Aber schon wirklich teuer. Also wirklich teuer. Auch die ganzen Nobelmarken, was da gibt von Vuitton. Was haben wir noch gesehen? Prada, Breitling. Da auch wieder Weihnachtskugeln. Keine Ahnung, was das soll. Also das ist die Schickimicki Einkaufsstraße. Wolfsken, ja, ist ja ein Muss. Das hat mir recht gut gefallen, zum Mooren. Das Lokal heißt zum Mooren. Da oben hängt da oder Figur von einem Moor. In Deutschland, glaube ich, hätten sie das Lokal schon abgefackelt. In Österreich gehört es einfach nur zur Tradition. Wir kennen nur den Sarotti-Moor zum Beispiel. Mohrenkopf, sagt man auf Bayerisch auch zum, jetzt hätte ich fast das falsche Wort gesagt, wie heißt das jetzt, Schaumküsse. Genau, Dirndl. Dirndl ist natürlich ein Muss. Plastikdirndl. Pizzeria. Also es gibt da wirklich alles. Es gibt da alles. Dann Louis Trenker. Ich denke, Trenker. Das war der bekannte Bergsteiger und deutscher Filmstar. Louis Trenker. Ich habe gedacht, da gehe ich jetzt lieber gar nicht rein, weil sonst komme ich vorher um von den Preisen. Ja, also wie gesagt, auf die Preise darf ich nicht schauen. Man kann sich das mir anschauen, aber das ist eine ganz eigene Welt. Wirklich, ich glaube, das ist total irre. Schmuck, was ich nicht gefunden habe, aber ich habe dann einfach die Schnauze voll gehabt, weil das einfach so kommerziell alles war, ist der Swarovski-Laden. Da gibt es einen Swarovski-Laden. Der ist recht schön zum Reingehen, zum Reinschauen. Also da sieht man beim Raufgehen, war das alles so menschenleer. Jetzt, wo die Sonne rausgekommen ist, füllen sich die ganzen Lokale schon. Und es war, wie gesagt, unter der Woche, nicht in der Ferienzeit. Könnt ihr euch vorstellen, im Sommer, Hauptsaison, es ist die reinste Katastrophe und macht auch keinen Spaß. Ich werde auf alle Fälle nochmal nach Salzburg oder noch ein paar Mal nach Salzburg, weil es da noch so viele andere Sachen gibt. Es gibt ja nicht nur die Altstadt. Und dann werden wir mal schauen, was da noch draus wird. Die Stadt, wo Oper, Geschichte und Würstelstand im Kreis tanzen. Salzburg ist wie eine alte Diva. Schön, eingebildet, teuer. Aber du kannst nicht aufhören, dass du das da anschaust. Die Altstadt, ein Museum. Die Kultur, ein Wahnsinn. Die Geschichte, ein Mischmasch aus Bayern bis Schöven und Barock. Und die Beziehung zu Bayern, eine Mischung aus Bruderkampf und Bierfreundschaft. Wir zwar, die sich ständig streiten, aber im Schnaps dann doch Arm in Arm heimtackeln. In dem Sinn, ob du jetzt eine Mozartkugel isst, eine Kasnocken schnapulierst oder in der Getreidegasse dich verläufst, Salzburg bleibt dir im Hirn picken wie Klosetten im Festspielsommer. Und vergesst nie, wenn Salzburg eine Oper wäre, dann war Bayern der grantige Chor im Hintergrund. Pfiat euch und schleicht euch mit Anstand.
So, und jetzt auf dem Rückweg bin ich die Salzach wieder entlang gegangen. Sehe ich da so einen riesen Haufen Tauben. Vielleicht kennt ihr euch da aus, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe immer geschaut, weil ich wissen wollte, auf was gingen die da los. Und ich vermute fast, dass dieser tote Taube ist. Und ich habe schon mal gehört, dass es bei den Tauben auch Kannibalismus gibt. Und dass die da einfach ihren Artgenossen da snacken. Also, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt oder wisst oder die gleiche Vermutung habt, das darf mich echt interessieren. Ich habe das so grauslig gefunden. Das sind immer mehr geworden, immer mehr. Und die haben da auf irgendwas eingehackt. Das war wie ein Knäuel an Tauben. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Erst habe ich gemeint, vielleicht Paarung oder so. Aber irgendwas haben die da zerfetzt da drin. Total irre. Also, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr wisst, was die da machen, das wird mich wirklich brennend interessieren. Also, ciao, ciao, servus und habe die Ehre.